Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, in diesem internationalen Setting in der Region über die Judikatur des Verfassungsgerichtshofs zu Artikel 7 sprechen zu dürfen. Und es ist mir auch eine besondere Ehre, das nach Professor Meyer tun zu können, der für mich das Verfassungsrecht verkörpert, der aber auch schon wunderbar den Boden bereitet hat für die Fragen, die in meinem Referat zu klären sind. Und das ist ein Referat, in dem sich letztlich auch die Geschichte des Konflikts um die Umsetzung von Minderheitenrechte in der Zweiten Republik spiegelt. Und es sind ja nicht umsonst auch Akteure, insbesondere Magister Vogt, anwesend, der dazu geführt hat, dass sich der Verfassungsgerichtshof überhaupt mit einigen dieser Fragen beschäftigt hat, um dann Fragen zu beantworten, die im Staatsvertrag selbst angelegt sind. Zunächst einmal ist es eine Herausforderung, einen Überblick zu geben über die Judikatur. Nicht, weil sie so besonders zahlreich wäre. Vergleicht man die Judikatur in der Zweiten Republik zu Artikel 7 mit der Judikatur des Reichsgerichts zu Artikel 19 des Staatsgrundgesetzes, so ist Artikel 19 eine der meistberufenen Bestimmungen in der Zeit der Monarchie. Artikel 7 des Staatsvertrages in der Zweiten Republik ist das nicht. Dennoch ist die Judikatur zu Artikel 7 zahlreich und ich muss eine Auswahl treffen und möchte auf einzelne Judikaturlinien hinweisen, die sich in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs zu Artikel 7 ergeben haben. Ja, es wird ein Blick von außen sein. Ich erlaube mir im Laufe des Referats aber auch einen Blick zurück und einen Blick zur Seite. Artikel 7 des Staatsvertrages ist als Kompromiss, das haben wir im Referat vor mir schon gehört, vage formuliert und einige seiner Begriffe sind auslegungsbedürftig. Denken Sie nur an die Begriffe des Elementarunterrichts, der Gerichts- und Verwaltungsbezirke, gemischte Bevölkerung, Bezeichnungen und Aufschriften topografischer Natur. Auslegungsbedürftig ist aber auch die Frage, wie verhält sich in der Ziffer 3 eigentlich die Regelung der Amtssprache zur Regelung über zweisprachige topografische Aufschriften. In seiner Rechtsprechung zeigt sich, so urteilt Theo Oehlinger, 1981 mit einem Erkenntnis, das von Professor Meyer bereits angesprochen wurde, ein Wandel in einem sehr zurückhaltenden Judikaturstil des Verfassungsgerichtshofs. Der wird sichtbar darin, dass der Verfassungsgerichtshof aus einem Konvolut verfassungsrechtlicher Bestimmungen zum Minderheitenschutz eine Wertentscheidung des Verfassungsgesetzgebers zugunsten des Minderheitenschutzes erkennt. Daran werden dann künftig einfach gesetzliche Normen auch mit Blick auf ihre sachliche Rechtfertigung zu beurteilen sein und der Verfassungsgerichtshof führt aus, dass eine mehr oder minder schematische Gleichstellung von Angehörigen der Minderheit mit Angehörigen anderer gesellschaftlicher Gruppen der verfassungsgesetzlichen Wertentscheidung nicht immer genügen kann. Es wird in bestimmten Fällen sogar notwendig sein, so der Gerichtshof, die Angehörigen der Minderheit im Sinne einer positiven Diskriminierung zu bevorzugen. Dem Erkenntnis zugrunde liegt eine Anfechtung der Wahlkreisordnung durch die Kärntner Einheitsliste. Die bleibt im Ergebnis nicht erfolgreich, weil der rechtspolitische Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei der Festlegung dieser Wahlkreise nicht überschritten wurde. Aber in einer späteren Entscheidung erachtet der Verfassungsgerichtshof auch dieses Erkenntnis mit der Identifikation der Wertentscheidung als richtungsweisend. Wenn wir Fragen zur Amtssprache beantworten, so setzt eine zentrale Rechtsprechungslinie in den 1980er Jahren ein, als der Verfassungsgerichtshof erkennt, dass in Artikel 7 Ziffer 3 für die Amtssprache subjektive Rechte der Angehörigen der Minderheiten verbürgt sind. Das leitet der Verfassungsgerichtshof ab aus der besonderen Formulierung der Norm, ihrem Regelungszweck und aus dem Interesse der Normunterworfenen. Es erfolgt aber hier schon eine Unterscheidung zwischen dem Zweck der Amtssprache und dem Zweck, den die Topographie erfüllen soll. Den Zweck der Amtssprache ortet der Verfassungsgerichtshof darin, individuell dem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, die eigene Sprache zu pflegen und zu bewahren. Das Ziel der zweisprachigen Topographie liegt auf der anderen Seite darin, nicht dem einzelnen Minderheitenangehörigen Erleichterungen zu bringen, sondern vielmehr der Allgemeinheit Kenntnis davon zu geben, dass hier in dem betreffenden Ort eine ins Auge springende, verhältnismäßig größere Zahl von Minderheitsangehörigen lebt. Dazu muss man kritisch bemerken, dass auch diese
topografischen Aufschriften nicht nur die vom Verfassungsgerichtshof erwähnte Anzeigefunktion über das Vorhandensein einer größeren Zahl von Minderheitenangehörigen erfüllt, sondern dass die Topografie auch von entscheidender Bedeutung ist für die Sichtbarkeit der Identität der Angehörigen einer Minderheit im öffentlichen Raum und damit auch entscheidend ist für die Wahrung und Entwicklung dieser sprachlich gestützten Identität. Insofern erfüllt die zweisprachige Topographie eine zwar etwas anders ausgeprägte, aber im Kern doch ähnlich gelagerte und auf denselben Zweck der Erhaltung einer kulturellen Identität gerichteten Funktion. Ähnlich wie die Amtssprache, ähnlich wie der zweisprachige Unterricht, wenngleich die natürlich aufgrund der aktiven Sprachverwendung in dem Zusammenhang als bedeutsamer erscheinen. In seiner Judikaturlinie, aufbauend auf diesen Erkenntnissen, entscheidet der Verfassungsgerichtshof wenige Jahre später im Zusammenhang mit der Amtssprache, dass der Terminus der gemischten Bevölkerung in Artikel 7 Ziffer 3 zu ermitteln ist anhand einer vergröberten statistischen Erfassung. Und er greift dabei zurück auf Ergebnisse der Volkszählungen. 1991 genügt etwa der Anteil von 1,9% kroatischsprachiger Bevölkerung in Eisenstadt nicht, um von der Existenz einer gemischten Bevölkerung in Eisenstadt auszugehen. Dieser Zugang wird in der Literatur mitunter kritisiert. Tichy spricht davon, dass dieses Erfordernis einer ins Auge springenden Zahl schon deshalb problematisch ist, weil es gerade in größeren Gemeinden für Angehörige der Minderheit ja besonders schwierig ist, diesen Prozentsatz zu erreichen und diese Voraussetzung für die Gewährleistung der Rechte überhaupt zu erfüllen. Basierend auf dieser Rechtsprechungslinie ergeht im Oktober 2000 das sogenannte und bekannte Amtssprachenerkenntnis, das eine wesentliche Grundlage dann auch bildet für die Judikatur zur Ortstafelfrage. Der Begriff Verwaltungsbezirk wird jetzt unter Bezugnahme auf die Termini in den Vertragstextvarianten, den authentischen Vertragstexten, auch auf Gemeinden bezogen. Und zur Ermittlung des erforderlichen Prozentsatzes wird jetzt festgehalten, dass dieser mit Blick auf die Geschichte, wir haben es gehört im vorangestellten Referat, dass dieser Prozentsatz keinesfalls beträchtlich sein darf. Diese Variante wurde ja in den Staatsvertragsverhandlungen verworfen. Und deshalb kann auch eine Gemeinde wie Eberndorf, die nach der Volkszählung, damals die aktuelle 1991, einen Prozentsatz von 10,4% aufweist, als gemischsprachig angesehen werden. In diesem Kontext führt der Verfassungsgerichtshof sämtliche Volkszählungsergebnisse seit 1951 bis 1991 an. In der Literatur wird dieses Erkenntnis als, wie es Magdalena Böschl formuliert, Verbesserung der Rechtslage bewertet. Dieter Kolonowitz bewertet es als volksgruppenfreundlich. Blicken wir auf den zweisprachigen Unterricht, so gibt es auch zum zweisprachigen Unterricht zahlreiche Entscheidungen. Auch hier erblickt der Verfassungsgerichtshof in Artikel 7 Ziffer 2 des Staatsvertrages ein subjektives Recht für Angehörige der Minderheiten gewährleistet. Das leitet er ab aus der systematischen Interpretation dieser Bestimmung und unter Rückgriff auf die Vorjudikatur. Das Wertentscheidungserkenntnis, das nun als richtungsweisend bezeichnet wird, und mit dem Zusatz, dass verfassungsgesetzliche Minderheitenschutzbestimmungen schon von ihrem Regelungszweck her nicht restriktiv ausgelegt werden dürfen. Und daher ist Artikel 7 Ziffer 2 des Staatsvertrages so zu beurteilen, dass sich diese Verpflichtung nicht nur in einem Auftrag an die Staatsorgane erschöpft, sondern dass den österreichischen Angehörigen der slowenischen Minderheit in Kärnten ein subjektives öffentliches Recht auf Elementarunterricht in slowenischer Sprache gewährleistet ist. Dieses Recht auf Elementarunterricht erkennt der Verfassungsgerichtshof auch als das bedeutungsmäßig vorgelagerte und vorrangige Recht eines Kindes. Das hat zu tun mit der Funktion der Unterrichtssprache. Nur wenn die Sprache ordnungsgemäß und ordentlich erlernt wird, kann von anderen Sprachenrechten im späteren Leben überhaupt Gebrauch gemacht werden. Das bedeutet aber, so dieses Erkenntnis weiter, nicht, dass jeder Minderheitenangehörige in seiner Wohnsitzgemeinde in seiner Sprache unterrichtet werden muss. Man kann auf den tatsächlichen Bedarf und die Erfordernisse ökonomischer Mittel zurückgreifen und diese berücksichtigen, weshalb es zulässig ist, außerhalb des autochthonen Gebiets auf einen entsprechenden Bedarf abzustellen, der sich zeigt beim Zustandekommen einer entsprechenden Schülergruppe.
Im Ergebnis erkennt der Verfassungsgerichtshof hier wie bei der Amtssprache das Vorliegen eines subjektiven Rechts der Angehörigen der Minderheit auf Basis der Formulierung des Artikel 7 des Staatsvertrages und der Zielsetzung des Minderheitenschutzes. In einem darauf aufbauenden Erkenntnis hebt der Verfassungsgerichtshof auch die Beschränkung des zweisprachigen Unterrichts auf die ersten 3 Schulstufen der Volksschule auf und bezieht den Elementarunterricht jedenfalls auf die ersten 4 Jahre des Unterrichts. Damit sieht man, dass sich die Judikatur hier einerseits durch diese Extraktion des Verfassungswerts der Minderheiten, durch die Erkenntnis eines subjektiven Rechts der Angehörigen auf Verwendung der Sprache als Amtssprache und Unterrichtssprache durchaus als minderheitenfreundlich erweist, wenngleich der Volksgruppenschutz in der Intention ja an sich auf den Gruppenerhalt gerichtet ist, hier aber nur durch individuelle Rechte konkretisiert wird. Einschränkungen in der Judikatur erfolgen durch die restriktive Bestimmung des Zwecks der Topographie, durch die Einziehung einer Erheblichkeitsschwelle für das Vorliegen eines gemischten Gebietes, wenn der Verfassungsgerichtshof etwa erkennt, dass für das Vorliegen eines solchen gemischten Gebietes eine größere Zahl der dort lebenden Personen der Minderheit angehören muss, was durch eine vergröberte statistische Erfassung zu bestimmen ist, und eine Einschränkung erfolgt durch die Bedarfsschwelle für die Erteilung des Unterrichts in der Minderheitensprache außerhalb des autochthonen Siedlungsgebiets. Das sind jetzt aber zentrale Weichenstellungen für die weitere Entwicklung der Judikatur im Bereich des Minderheitenrechts. Bevor ich kurz noch auf diese Judikatur eingehe, möchte ich darauf hinweisen, dass im Jahr 2000 eine Staatszielbestimmung in die Verfassung aufgenommen wird, in der sich Österreich, die Republik, zu ihrer autochthonen Vielfalt, die in den Volksgruppen zum Ausdruck kommt, bekennt. Zwar fließen keine subjektiven Rechte aus dieser Staatszielbestimmung, sie dient aber als Interpretations- und Handlungsmaßstab für die Gesetzgebung, für die Verwaltung und die Gerichtsbarkeit. Jetzt folgt eine Entwicklung, die Professor Mayer bereits angesprochen hat. Aufbauend auf dem Erkenntnis zur Amtssprache hebt der Verfassungsgerichtshof eine entsprechende Regelung im Volksgruppengesetz zur zweisprachigen Topographie als verfassungswidrig auf und erachtet den für die Gemeinde St. Kanzian vorliegenden Prozentsatz von 9,9% slowenischsprachiger Bevölkerung nach der Volkszählung 1991 als ausreichend, um vom Vorliegen einer gemischten Bevölkerung auszugehen. Warum? Weil sich der Anteil von mehr als 10% in der Zusammenschau mit den vorherigen Volkszählungen ergibt. 1971 14,9%, 1961 14,1%. Dieses Erkenntnis wird intensiv diskutiert. Es gibt Zustimmung vom damaligen Verfassungsgerichtshofspräsidenten, es gibt Zustimmung in der Rechtswissenschaft, aber auch Kritik. Schärfster Kritiker war wahrscheinlich Günter Winkler zur damaligen Zeit, der abgesehen von inhaltlichen Problemen, die er im Erkenntnis gesehen hat, es auch als einen Sprengstoff für den kulturell, sozialen und politischen Frieden in Kärnten gesehen hat. Es kommt zu einer intensiven politischen Debatte, die Dieter Kolonowitz zusammenfasst. Das kurz vor Weihnachten 2001 ergangene Ortstafelerkenntnis ließ die Wogen hochgehen, schreibt er. Angriffe gegen den VfGH-Präsidenten, dann gegen die Institution des Verfassungsgerichtshofs als solche und schließlich die Behauptung, eine Erkenntnis sei derart fehlerhaft, dass es absolut nichtig sei, also ein rechtliches Nichts. Es müsse deshalb weder beachtet noch umgesetzt werden, heißt es in der politischen Debatte und in der Reaktion der obersten Verwaltungsorgane in Kärnten. Der Verfassungsgerichtshof wird daraufhin, wie wir schon gehört haben, in die politische Debatte hineingezogen und sieht sich auch genötigt, auf diese Angriffe zu antworten. In seinem Tätigkeitsbericht 2001 nimmt der Verfassungsgerichtshof zu den Vorwürfen Stellung und führt aus, dieser äußerst subtile Begriff der absoluten Nichtigkeit wurde grob missbraucht. Die Auffassung, ein politisch inopportuner Akt des Verfassungsgerichtshofs sei absolut nichtig, wenn sich nur ein Gutachter finden lässt, der den Akt für rechtlich verfehlt hat, bedeutet nicht nur einen Fußtritt für den Rechtsstaat, sondern könnte genauso gut als Theorie für einen Staatsstreich dienen. Und in einer Pressesendung, die Sie hier sehen, verwehrt sich der Verfassungsgerichtshof gegen Angriffe und beharrt auf seiner Objektivität. Von Staatsorganen und politischen Akteuren wird in diesem Fall aber die Autorität und Objektivität des Höchstgerichts aufs Schärfste in Zweifel gezogen und es entbrennt damals auch schon eine Debatte über die Frage, wie Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofs in diesem Fall umzusetzen wären. Der Verfassungsgerichtshof bleibt
bei seiner Judikaturlinie, die er bisher entwickelt hat. Es ergehen noch zwei sehr interessante Erkenntnisse im Jahr 2004 und 2006. Hier wiederholt und betont der Verfassungsgerichtshof, dass es sich bei der Topographie um eine bloße Verpflichtung handelt, die an die Staatsorgane gerichtet ist und nicht um ein subjektives Recht der Angehörigen der Volksgruppe, auch nicht, wenn das eine Mehrheit oder eine Vielzahl von Personen, die der Volksgruppe angehören, geltend machen. Zugrunde liegt diesem Fall eine Beschwerde von 44 Angehörigen der slowenischen Minderheit in Kärnten, die nach ihrer eigenen Angabe 10% der Bevölkerung des Ortes Leubach ausmachen, unterstützt durch zwei Organisationen der Volksgruppe. Der Verfassungsgerichtshof kommt in dieser Entscheidung zum Ergebnis, es liegt kein hinlänglich individualisiertes Parteiinteresse an der Einhaltung der Bestimmung über die zweisprachige Topographie vor. Es gibt hier kein subjektiv öffentliches Recht von einzelnen Minderheitenangehörigen und es liegt auch kein derartig subjektives Recht einer aus 44 natürlichen Personen bestehenden Gruppe von Minderheitenangehörigen oder einer juristischen Person vor. Und bei diesem Ergebnis baut der Verfassungsgerichtshof innerhalb des eigenen Judikaturpfades, zwar konsequent, aber auf zwei Prämissen auf, die man auch anders bewerten könnte und die in der Literatur kritisiert werden. Zum einen die Interpretation der Formulierung. In der Ziffer 3 sind sowohl die Bestimmung über die Amtssprache als auch die Topographie ähnlich formuliert. Und die zweite Prämisse ist der Zweck der Normen, den man in der Topographie auch anders sehen könnte, weiter sehen könnte. Der Verfassungsgerichtshof bleibt seiner Linie konsequent. 2 Jahre nach diesem Erkenntnis stellen 47 Angehörige der Volksgruppe gemeinsam einen Antrag auf Prüfung der damals vorliegenden Topografieverordnung, stützen sich diesmal auf Artikel 8 EMRK. Auch diesem Begehren wird nicht Folge geleistet. Es folgt eine politische Auseinandersetzung um die Ortstafelfrage in Kärnten, die Sie kennen, mit Umgehungsvarianten, die gefunden werden, Zusatztafeln, die unter den eigentlichen Ortstafeln angebracht werden, Tafeln, die dann in die Ortstafel hinein montiert werden. Immer wieder muss der Verfassungsgerichtshof hier entscheiden, dass solche Varianten verfassungswidrig sind. Insgesamt erweist sich nun der Verfassungsgerichtshof entgegen der früheren Judikatur, wo er insbesondere an Ziel und Zweck des Staatsvertrages orientiert und damit teleologisch auslegt, immer wieder zurückhaltend und einschränkend, zunächst einmal gegenüber der Öffnung für subjektive Rechte im Zusammenhang mit der Topographie. Das mag natürlich mit der konflikthaften und symbolischen Dimension dieser Frage zu tun haben. Er wird aber auch formulistischer, so zum Beispiel im Jahr 2006, als festgehalten wird, dass im Ort St. Kanzia nun keine gemischte Bevölkerung mehr vorliegt, weil bei der letzten Volkszählung 2001 sich eine fallende Tendenz ergeben hat und damit kein Ort mehr vorliegt, wo über ein längerer Zeitraum von so einer gemischten Bevölkerung zu sprechen ist. Selbiges erfolgt ein Jahr später für die Gemeinde Galizien. Hier sieht man 1991 10,1% slowenischsprachige Bevölkerung bei der Volkszählung, 2001 9,9%. Also nicht mehr ein Ort, der über einen längeren Zeitraum einen Prozentsatz von mehr als 10% slowenischsprachiger Bevölkerung aufweist. Sie wissen, im Jahr 2011 wird die Frage der Topographie, aber auch die Amtssprache im Verfassungsrang geregelt. Nach dieser Novelle weist der Verfassungsgerichtshof eine Beschwerde betreffend die Sonderregelung für die Gemeinde St. Kanzian, wo die Verwendung der Amtssprache vor der Gemeinde, vor dem Gemeindeamt, entgegen der Regelung in allen anderen Gemeinden nur in bestimmten Orten zulässig sein soll, zurück, weil der territoriale Anwendungsbereich jetzt abschließend im Verfassungsrang geregelt ist. Man könnte vereinfacht gesagt sagen, die Überprüfung dieser Einschränkung des Anwendungsbereichs ist vor allem Verfassungsgerichtshof immunisiert. Das hat mit der Regelungstechnik zu tun. Die Intention war es, den Konflikt ein für alle Mal zu beenden. Und Sie wissen, das war ein politischer Kompromiss, den man zuletzt gefunden hat, auch noch diese Einschränkung hier zu verankern. Betrachtet man die Rechtsprechung insgesamt, dann weist Theo Oehlinger darauf hin, dass der verfassungsrechtliche Minderheitenschutz in Österreich im Wesentlichen auf der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs beruht. Denn mit dieser Rechtsprechung hat der Minderheitenschutz in Österreich ein vergleichsweise hohes Niveau erreicht. Allerdings zeigt sich bei den Erkenntnissen zur Amtssprache und Topographie
die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs nicht pauschal als minderheitenfreundlich. Blickt man in den Rückspiegel, so könnte man sich die Frage stellen, gab es denn früher in Österreich ein modernes Minderheitenrecht? Und man ist zurückgeworfen auf die Judikatur des Reichsgerichts. Das Reichsgericht hatte sich zu beschäftigen mit der Auslegung von Artikel 19 Staatsgrundgesetz, eine Norm, die die Gleichberechtigung der Volksstämme und Sprachen vorgesehen hat. Das ist eine Norm, bei der man sich zunächst fragen musste, was ist das überhaupt? Sind hier subjektive Rechte verbürgt? Wenn ja, wer kann diese Rechte, wem kommen sie zu, wer kann sie geltend machen? Oder ist das nur eine Verheißungsnorm? Modern würden wir sagen, eine Staatszielbestimmung. Das Reichsgericht hat in seiner Judikaturlinie hier Rechte von Volksstämmen, von Staatsbürgern, von Gemeinden und von juristischen Personen erkannt und die Beschwerdeführung war zulässig von Gemeinden, Einwohnern von Gemeinden, mehreren Angehörigen eines Volksstammes, einzelnen oder mehreren Gemeinden, von Vereinen, von Gemeinden- und Ortsschulratsvorständen. Und diese Judikatur beruht, wie Gerald Sturz zeigt, auf der Prämisse, dass auch ohne die Ausstattung der Volksstämme mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit und mit handlungsfähigen Organen den Staatsbürgern als solchen, ob es nun physische oder juristische Personen waren, ein subjektives Recht auf Respektierung dieses Artikel 19 zukam. Das Reichsgericht hat also funktional die Anwendung dieser Bestimmung ermöglicht und das in einer Zeit, als sich der nationale Konflikt in der Habsburger Monarchie einem Höhepunkt angenähert hat. Sie sehen hier ein Bild des Reichsrats, Reichsratssitzungssaal im Parlament. Um 1900 etwa 516 Mitglieder, die im Reichsrat repräsentieren 8 Nationalitäten, 30 verschiedene Parteien, die 11 verschiedene Sprachen sprechen und aus 17 Kronländern kommen. Und Mark Twain, der wohl bekannteste amerikanische Autor, hat berichtet aus diesem Reichsrat von Debatten, die er dort beobachtet hat. Und 1897 in einer Debatte um die Wiederverhandlung des Ausgleichs mit Ungarn, alle 10 Jahre musste da der Finanzausgleich erneuert werden, kam es zur Obstruktion, die er beobachtet hat. Er hat gesehen, wie sich die Abgeordneten gegenseitig gestört haben bei den Reden. Das ist eine Zeit, nachdem man versucht hat, in Böhmen und Mähren mit der badenischen Sprachverordnung eine zweisprachige Amtsführung einzuführen und es in der gesamten Monarchie zu Widerstand gegen diese zweisprachige Amtsführung gekommen ist. Was er miterlebt, ist diese Obstruktion und was man in dieser Zeit auch mitverfolgen kann, ist, dass der nationale Konflikt auf einen Höhepunkt zusteuert. Mark Twain versucht für seine amerikanischen Leser zu beschreiben, dass die Monarchie so etwas ist wie eine Kollektion verschiedener Nationalitäten und er sagt, auch wenn alle die Regierung hassen, kommt es trotzdem nicht zu einer Revolution, denn die hassen sich alle gegenseitig. Ja, 11 verschiedene Varianten von Eifersüchteleien, 11 verschiedene Sprachen, die gesprochen werden, sie können sich daher nicht zusammentun. Was man aber merkt, ist, in diesem nationalen Konflikt intensiviert sich die Rhetorik und es wird die Zugehörigkeit zu Minderheiten auch zunehmend essentialistisch verstanden. Im nationalen Diskurs soll man sich zur eigenen Gruppe bekennen. Das äußert sich in der Frage, in welche Schulen die Kinder geschickt werden, wen man heiratet, wo man einkauft, welche Zeitung man liest, welchen Vereinen man angehört. Und die Gerichte übernehmen zunehmend diese essentialistische Vorstellung, wenn es darum geht, die Zugehörigkeit zu Volksgruppen zu bestimmen, insbesondere in den Bereichen, wo nationale Kompromisse gefunden werden, wo eigene Gremien eingerichtet werden, die überwachen, welche Kinder welche Schulen besuchen, verschiebt sich die Feststellung der Zugehörigkeit zu den Volksgruppen von einem subjektiven Bekenntnis, also der Frage an die Eltern, welcher Gruppe soll das Kind angehören, welche Sprache soll es lernen und einer subjektiven Entscheidung hin zur Feststellung objektiv fassbarer Merkmale. Also die Frage zum Beispiel, welche Sprache wird in der Familie überhaupt gesprochen, wie betätigen sich die Eltern, in welchen Vereinen und so weiter. Also hin zu objektiv festbaren Merkmalen und der Verwaltungsgerichtshof erkennt auch einen Rechtsanspruch dieser Organe, dieser Ortsschulräte darauf, dass die Angehörigen der jeweiligen Schule zugeführt werden müssen. In dem Fall überwiegt dann der Kollektivismus am Ende die individuelle Entscheidung und dominiert auch die Entscheidung des Einzelnen.
Wenn man sich jetzt die Frage stellen würde, könnte nicht die funktionale Öffnung, die bei Artikel 19 möglich war, der formal rezipiert wurde in die Rechtslage der Ersten Republik und auch der Zweiten, könnte das nicht eine Perspektive bilden für das Volksgruppenrecht, dann muss man sagen, der Verfassungsgerichtshof hat im Jahr 1952 in einer Entscheidung, die jetzt einmal zunächst nicht viel mit Artikel 19 zu tun hat, aber in einem Obiter Dictum festgehalten, dass dieser Artikel 19 Staatsgrundgesetz nicht mehr anwendbar ist. Zum Abschluss erlauben Sie mir bitte noch einen Blick in den Seitenspiegel, Vergleich der Judikatur im internationalen Rahmen. Blicken wir nach Europa, dann sehen wir, dass es Konflikte und Sprachenkonflikte allenthalben gibt. Denken Sie an den Westen in Spanien, denken Sie an den Norden, wo sich die Frage der Unabhängigkeit Schottlands gestellt hat, wo befürchtet wurde nach dem Brexit, dass der Nordirland-Konflikt sich wieder entzünden könnte. Denken Sie an den Süden, Bosnien-Herzegowina, Valentin Inzko hat dort Selbsterfahrung gemacht mit der Regelung ethnischer Konflikte und mit einem Staat, der de facto durch den Versuch, sie zu regeln, blockiert ist. In der Ukraine hat man, als Russland seine Aggression begonnen hat, versucht, die auch zu rechtfertigen mit dem Argument, die russische Minderheit dort zu schützen. Und blickt man ins Herz der Europäischen Union, da wurde 1968 schon die Universität Löwen geteilt in eine für Flamen, eine für Wallonen und man kann abstruserweise im jeweils anderen Teil ein Erasmus-Semester absolvieren. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat sich mehrfach mit Fragen zum Minderheitenschutz beschäftigen müssen und um nur zwei Beispiele herauszunehmen, 1968 musste er sich mit dem belgischen Sprachenfall beschäftigen und hat eine Diskriminierung darin erkannt, dass Kinder, die französischsprachig waren und in flämischen Gebieten lebten, keine französischsprachigen Schulen besuchen konnten, obwohl umgekehrt flämischsprachige Kinder in den wallonischen Gebieten entsprechenden Zugang hatten. Das war ein zentrales Urteil zur Frage der Bildung und zur Diskriminierung. Es hat betont, dass Gleichbehandlung beim Zugang zu Bildung erforderlich ist. Es gibt aber auch keine Verpflichtung, auch das kommt in dem Urteil vor, des Staates Unterricht in jeder gewünschten Sprache anzubieten. Ein aktuellerer Fall aus dem Jahr 2023 hat sich mit einer Bildungsreform in Lettland beschäftigt, der Fall Valiulina. In diesem Fall ging es um gesetzliche Änderungen, die den Gebrauch der russischen Sprache im öffentlichen Schulwesen stark eingeschränkt haben. Und der EGMR hat hier festgestellt, dass die lettischen Maßnahmen keine Verletzung der Konvention darstellen. Er hat nämlich betont, dass die Förderung und der Schutz der lettischen Sprache ein legitimes Ziel im Rahmen der Förderung der nationalen Identität darstellen und dass diese Einschränkung im konkreten Fall verhältnismäßig war. Es war also zulässig, hier die Amtssprache als Teil der verfassungsmäßigen Identität des Staates zu fördern. Hier geht es also darum, die Balance zu finden zwischen staatlicher Souveränität, Stärkung der nationalen Identität und dem Schutz von Minderheitenrechten, wobei dem Gerichtshof vorgeworfen wird, dass er hier die Dimension der sprachlichen Rechte der Minderheiten unterschätzt und die Auswirkungen dieser Reformen auf die in dem Fall russischsprachige Bevölkerung nicht ausreichend berücksichtigt hat. Letzter Blick über den Atlantik. Vielleicht haben Sie mitverfolgt, dass der Supreme Court zuletzt seine Rechtsprechungslinie zur Förderung des vielfältigen Zugangs zu Universitäten geändert hat. Zunächst einmal gab es in dieser Rechtsprechungslinie eine zunehmend reflektierte, vorsichtige Zustimmung zu Maßnahmen, die auf die Förderung von Diversität gerichtet waren. Das hat man 2023 gekippt hin zu einer strengen Begrenzung und dann auch einer Ablehnung einer Förderung, Affirmative Action, positiver Diskriminierungsmaßnahmen, die rassebezogen waren. Also hier ist man von einer solchen Förderung abgegangen. Insgesamt kann man für Österreich sagen, der Verfassungsgerichtshof spielt eine ganz zentrale Rolle bei der Entfaltung des Minderheitenschutzes in Österreich, insbesondere bei den symbolisch und kulturell sensiblen Fragen, die Sprache und Identität betreffen. Manchmal ist eine Zurückhaltung und eine Tendenz zu formalistischen Lösungen zu beobachten, was sich aber politisch abschließend vielleicht auch sagen lässt. Das Volksgruppengesetz wird nächstes Jahr 50 Jahre alt. Es ist in diesen 50 Jahren kaum novelliert worden. Politisch fehlt manchmal der Wille, diese Minderheitenfragen auch aktiv zu regeln, gerade im zweisprachigen Unterricht. In diesem Bereich wäre es aber höchst an der Zeit und erforderlich. Und ich möchte schließen mit den damaligen Worten des
Bundespräsidenten Heinz Fischer vor der Lösung der Ortstafelfrage, die Zeit ist reif. Jetzt, 10 Jahre später, könnte man sagen, die Zeit ist überreif. Danke.